Moin. In den vergangenen Jahrzehnten hat es viele Rechtschreibungen gegeben und wir wollen uns die Unterschiede in der saarfriesischen Rechtschreibungen mal genauer anschauen. Und wir sehen da ganz links die 5 Rechtschreibungen, also die sind fett markiert. Die Silte Bundrechtschreibung aus 1956, Ford aus 1980, Kramer 95, Johanna Evers 2011. Wobei ich erwähnen sollte, dass die Evers-Rechtschreibung nicht nur ihre Rechtschreibung ist, sondern die Rechtschreibung wird an allen Schulen im Saarland im saarfriesischen Unterricht verwendet. Also nur mal nebenbei. Und dann wollte Jetten, das bin ich. Ich habe 2019 ein Kursbuch veröffentlicht und ich habe eigentlich die Evers-Rechtschreibung verwendet mit ein paar kleinen Unterschieden. Dann stehen da halt auch noch die wichtigsten Werke, wo die Rechtschreibung verwendet wurde. Also da Kramer 61 und Schölin 69, die haben die Silte-Bund-Rechtschreibung verwendet. Ford verwendet seine Rechtschreibung dann später natürlich auch. Piet Kramer schreibt dann 1995 eine neue Rechtschreibung und sie wurde dann von Gretchen Grosser und von der Wikipedia-Community verwendet. Und ja, dann ist die Liste schon vollständig. Ganz oben, ganz links sehen wir die offenen Silben und dann ganz rechts hat man so Spalte 10 und das ist EU, EU, also wie das damals geschrieben wurde. Und statt von links nach rechts fangen wir am besten ganz rechts an. Denn ganz rechts, da sieht man in Spalte 9 und Spalte 10 ab 1956 eine bestimmte Rechtschreibung. Ja gut, die Rechtschreibung sagt uns ja nichts über die Aussprache. Also Marion Ford hat diese Rechtschreibung einfach ab 1980 anders verwendet, anders geschrieben, weil das wahrscheinlich logischer ankommt bei den Menschen. Und das wurde dann von der Allgemeinheit auch ab 1980 so akzeptiert. Na, Spalte 8, da sieht man also Schaule. Also das ist die Aussprache im Saarfriesischen, Schaule. Aber wenn Deutschsprachigen SCH sehen, dann sagen die halt Schaule und das ist natürlich nicht richtig. Und um dieses Problem zu beheben, wurde das dann so etwa um 2000 geändert oder in den 90ern wurde das schon geändert und die Rechtschreibung wurde dann SK. Also dann steht da Schaule und ja, Schaule und Schaule ist wohl keinen großen Unterschied und deswegen wurde das so gemacht. Spalte 7, ja, müssen wir auch nicht lange darüber reden. Also die Aussprache ist Eivie und ja, mit V diese Aussprache ist leider unbekannt. Nur Marion Ford macht es so und ja, die anderen also nicht. Spalte 6, da sieht man einen Dialektunterschied, also man kann da sagen Eiwend und Evend. Und das wird in den unterschiedlichen Dörfern wird das halt anders ausgesprochen. Ich hatte da den Eindruck, dass Eiwend, dass das häufiger vorkam, also habe ich das verwendet, aber Johanna Evers schreibt es halt in ihrem Dialekt so, also das ist halt da der Unterschied. Spalte 5, also da sieht man Bö und Bitonke. Die Aussprache lautet Betonke. Nur Marion Ford hat das hier anders geschrieben, aber in den 1950ern hat Hermann Janssen auch mal Betonke geschrieben. Also das ist gar nicht so komisch, was Marion Ford da gemacht hat. Aber ja, danach haben alle anderen einfach Betonke geschrieben, also mit E. Dann Spalte 4. Ja, will man am Wortende G oder CH schreiben? Das ist hier die Frage. Und dann sieht man nur bei Marion Ford, der schreibt dann am Wortende G.
Und der benutzt manchmal CH, manchmal G, abhängig von der Aussprache schreibt er das anders. Das ist natürlich sehr kompliziert und deswegen haben die anderen entschieden, da immer am Wortende CH zu schreiben. Na, Spalte 3. Was da der Unterschied ist, man sieht da zum Beispiel bei Manford, dass er das stimmhafte S als Z schreibt. Aber es gibt eine neue Forschung von Jörg Peters von der Universität in Oldenburg. Und in der Forschung ist das Ergebnis, dass diese Aussprache idiosynkratisch ist. Heißt, nur von einzelnen Personen wird das S hier stimmhaft ausgesprochen. Für mich war das Grund genug, um das auch anders zu schreiben. Also deswegen habe ich 2019 da S geschrieben statt Z. Also das Z, das verwende ich überhaupt nicht, weil ja, das ist eher eine Ausnahme sozusagen. Dann 2. Die diakritischen Zeichen, das ist auch ein Relikt der Vergangenheit. Das wurde beim Sete-Bund noch verwendet und Manford verwendet die diakritischen Zeichen anders. Und ja, so ab Mitte der 90er verwendet keiner diese diakritischen Zeichen. Ich kenne ja auch keinen, der das so verwendet. Also das sieht man nur in historischen Wörterbüchern, wobei das Online-Wörterbuch auf Manford aufbaut natürlich. Und dann kommt Spalte 1. Und Spalte 1 ist für vielen von euch ein entscheidendes Merkmal. Also daran kann man erkennen, hat man hier direkt mit Ford oder mit Kramer zu tun. Wobei natürlich wichtig ist in diesem Video, dass ihr seht, dass es noch mehrere Rechtschreibungen gibt. Also die Eves und meine Rechtschreibung aus 2019 gibt es ja auch noch. Ja, also in offenen Silben werden die Laute bei Manford einzeln geschrieben und bei Piet Kramer doppelt geschrieben. Und ja, weil es für viele Schüler nicht logisch war, wurde das in den Schulen, also auch bei Johanna Eves hier, geändert. Also in offenen Silben wurde dann einzeln geschrieben statt doppelt geschrieben. Und ja, das ist auch, was ich logischer fand. Und dann sind wir, glaube ich, schon durch. Dann haben wir alle Unterschiede kurz erläutert. Falls es noch Fragen gibt, schreibt einfach und dann vielleicht hier unten in den Kommentaren. Und sonst, wenn ihr meine E-Mail-Adresse habt, schreibt einfach oder ruft an und dann können wir nochmal ein bisschen darüber sprechen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und tschüss.